Ja, ich bin echt ein bisschen langsam unterwegs. Liegt aber doch echt daran, dass ich halt viel hier noch wo gehe ich gerade hin? Dass ich halt viel noch am Trainieren bin, alle im Team und so, und ich noch irgendwie 2, 3 Pokémon trainieren möchte und dann, ja, bin ich natürlich ein bisschen unterwegs. Fuxania City, Pokémon Arena, Leitung Koga. Bisheriger Sieger, Gary. Hey, war der Champion ins B, was? Omot? Yeah, von einer Labbrase kann heulen und Leute anspucken, wie in der ersten Klasse. WTF. Ja, ich weiß, Tobi, es ging um deinen, also um den Namen Kevin. Du hast wegen dem Nachnamen noch gefragt, aber okay. Ja, aber nicht einreichen. Was, du musst nach Lücken in unsichtbaren Mauern suchen. Was ist das für ein crazy Shit? Abgesehen davon mittlerweile sieht man es eigentlich relativ gut. Also, relativ. Nee, also man sieht schon, wenn man genau hinguckt, dann sieht man diesen Wänden, also generell Wänden, sieht man so kleine Knubbel. Da hat man so kleine Knubbel. Und dort sieht man, das könnte etwas sein. Und wenn man sich dann halt so ein bisschen zurechtlegt, weiß man, okay, da ist eine Wand. 34. Ihr seht, die Trainer sind hier gar nicht mal so übel stark vom Level her. Okay, macht so viel Damage. Robert hat doch eine relativ hohe Spezialverteidigung. Man kann ein bisschen überrascht, dass er trotzdem so viel abzieht. Und wenn es ja mit Psycho-Pokémon kommt, hallo, das ist der falsche Arena-Kumpel. Wenn mal lässt grüßen. Gut, das hält es aber niemals aus, er kann jetzt viel Verteidigung. Sehr gut. Michael besiegt den Jongleur. Du hast mich reingelegt. So, hier sieht man, hier kann man nicht weiter. Man sieht, also vor allem auf Twitch und nachher eigentlich auch auf YouTube sollte man sehen, dass es hier so kleine Knubbel gibt vor mir. Das ist echt nur ganz klein, aber man sieht es ein bisschen. Aber damals habe ich die erste Generation, vor allem auf dem Gameboy noch, aber da gar nicht gesehen, ganz ehrlich. Da dachte ich mir so, ich muss irgendwie durchkommen. Erst später, aber sogar auf dem Color oder auf dem Advance, aber das mal langsam gesehen. Och, das ist schon wieder ein Hypno. Ja, leck mich doch am Tschöpli, ey. Psychokinese, oh, das wird wehtun. Ja, sage ich ja. Giftwolke. Was? Du kannst selber Kopfnuss? Meine stärker, haha. Was? Außerordentlich! Jo, ich weiß, danke! Jetzt bring endlich mal Gift-Pokémon. Das kann darauf nicht wahr sein. Halb von mir ist auch Käfer. Aber doch mal ein bisschen was anderes. Ist das ein Jongleur? Alles voller Traumata und Hypno und hast nicht gesehen und. So, Erholung. Da gehe ich auch gleich pennen, ganz ehrlich. Das hat keine Wirkung. Einmal gepennt. Mein Arsch pennt gerade auch. Gut, sind bald 2 Stunden, dass er erst jetzt anfängt damit. Die ist relativ freundlich von meinem Arsch. Yeah, das war nice. Noch ein Traumato. Ja, eins kommt selten allein. Also weiter geht's jetzt echt bald Finale ein. Finale! Kopfnuss. Oh! Level 35. Body Slam, na endlich mal. Das hat jetzt aber gedauert, hey. Kopfnuss weg damit, brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich Body Slam. Ja, jetzt sollen sie nur kommen, ey. Jetzt kann Robert sie mit seinem eigenen Gewicht erschlagen, erdrücken. Und er hat Schiss. Ei, Garamba, diese Schmerzen. Kadabra, Kadabra. Genesung. Zu früh, zu spät. I've no fail. Fail at life. Michael besiegt den Jongleur. Ich hab verloren. Jo, hast du?
Der NPC kann auswechseln. Jo, Mann, das können die. Die sind ja so fies drauf. Die sind intelligent. Intelligent und fies. Arbok. Na, endlich mal ein Gift-Pokémon, ey. Robert! Du. Giftstachel. Oh, das ist aber nicht nett. Nein. Aus. Seit wann wechseln NPCs in Generation 1? Seit heute. Heute dachten sie sich, jo, jetzt fangen wir mal an. Geil. Volltreffer. Du. Voll in den Arsch getroffen. Arbok. Robert erhält 1000 Erfahrungspunkte. Ein Sandama, das ist aber auch neu. Wer? Mal wieder was für Kai. Oh wei. Da kommt ein Kai. Und zack. Entschuldigung. So zu Arbok. Ja, komm, Robert, das ist gerade so gut im Schuss. Und seine Wampe erst recht. Body Slam. Silberblick. Bringt nix. Was? Das paralysiert. Was? Der war so fest, dass... Tja, Robert hat's ihm besorgt. Du. So, dann komme ich durch. Muss mal gucken. Ja, der war ja hier. Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nö, mich frustriert gerade ein bisschen die nicht unsichtbaren Gegner hier. Und die nicht unsichtbaren Hypnos vor allem. Alter, schlägt so ein Gegner hassig, ey. Oh. Sandama. Alles gut, weg mit dir! Na toll. Wird Robert sterben oder wird das überleben? Diesen vieles mehr seht ihr in der nächsten Ausgabe von... Okay, ist gut. Klar, ein paar abbesparen, wa? Ja, jetzt Giftstachel. Bringt doch nichts. Tschüss. 3 Body Slams, ey. Noch ein Arbok. Ja, der hat so richtig Bock. Dieser Bock. Ich bin paralysiert durch seinen verdammten Giftblick. Aber ich kann mich ja erholen. Das kann nicht jeder gut erholen. Ja, was ist jetzt los? Ich habe gerade irgendwie ein Haar im Auge. Ich wollte gerade sagen, ein Haar im Haar, aber wäre gerade ein bisschen konfus. Koga ist Nachfahre einer Reihe legendärer Ninjas. Wer sind deine Vorfahren? Ein paar Pixels, warum? Der ganze alte Frag da, naja, versteht schon, wa? Was sind deine Vorfahren? Ich bestehe aus Pixel, das sind zumindest ein paar Bytes, ein paar Bits. 0 und 1. Schon wieder! Hypno! Robert ist eingeschlafen und genesen, wie damals in der Schule. Seine Worte. Was? Hä? Da geht mal überhaupt keinen Sinn, was der Typ da gerade treibt. Er hat zweimal ausgewechselt. Jetzt schon wieder? Hä?
Okay, das ist jetzt Premiere bei mir. Ich hatte noch nie einen Kampf in der ersten Generation, wo ein Gegner 3-mal ausgetauscht hat. Hatte ich echt noch nie. Ich glaube, überleg gerade. Generation 2, Generation 3. Hat er überhaupt jemals einen NPC, der 3-mal ausgetauscht hat? Ein NPC, Freunde. Nicht irgendwie sonst Gegner oder so etwas. Nee. Ein NPC. 3-mal. Das ist neu. Ja, wird dann so sehen, wie noch jetzt hier für die Virtual-Konsole eingebaut, von wegen, oh ja, die können da ein bisschen intelligenter denken. Competitive Ready und so weiter, was Robert gerade so schön sagt. So. Dann keine Erholung war von dem her. Legen wir los gegen Koga, was sowieso ziemlich übel wird, Freunde. Ein einzelner Pokémon müsste Level 50 sein und da denke ich mir schon, oder? Was sogar 4, was er nur 14, er war doch 50. Ein Kämpfer und ein Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ich sehe schon kommen. Die nächste Sendung wird sich um 3 Stunden verspäten. Blutzuck! Ich hatte recht. Verdammter Mist. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz erholen und so eine Strategie durchschauen. Ja, Steam, ich spiele auf dem 3D, also ganz ehrlich, würde ich per Emulator spielen, eventuell eine viel bessere Qualität, ist klar. Aber ja, ich spiele auf dem 3DS. Deswegen kann ich auch in-game tauschen, was ja auf dem Emulator nicht gehen würde. Oh, das wird richtig lustig. Es ist Amazon. Wieso nicht deine Tochter? Das könnte auch der Enkel sein. Gut, lassen wir das. Alter! X-Angriff. Oh oh. Mach was, Robert. Kann ja schon untergehen, aber richtig. Alter, Toxin! So, ein Problem weniger. Kommen wir zum nächsten. Ein seltsam aussehendes Domi. Tschüss. Oh oh, ja, jetzt macht's aber spannend, hey. Ah, hat fast gereicht. Oh oh. Dann 10 Level Unterschied. Macht relativ wenig dafür. Ah, Domi sieht creepy aus, hat sich irgendwie zu viel. Naja, es wäre ein dreifacher Super Saiyajin mit zu viel Haargel. Und die Nase gebrochen. Das ist unser Domi. Blutzuck, 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 Blutzuck. Oh, Iso-Tackle. Die werden immer stärker, 48 bereits. Yes. Alter, 12 Level Unterschied. Domi ist our main. Oh, Mott. Glück gehabt und tschüss. Was? So geht daneben? Nein! Jetzt kann man rein dabei, Rubin Stream erstellen, Angeln, fast viele Omut angeln. Krass. Der war jetzt scheiße. Pikachu? Oh oh.
Was? Tournament Tim? Wo ist Tim? Ich brauche ihn gerade. Ich brauche seine Unterstützung. Boah, Alter. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Puh, hat einen Seelenorden. Gut, das nächste Mal halte ich mir Roberts Finale für Omod auf. Wird die Abwehr deiner Pokémon steigern. Außerdem kannst du Surfen und außerhalb von Kämpfen nutzen. Benimm auch dieses Geschenk. Team ist Toxin. Das ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Und sehr potentes Gift. Ein Gift, das von Runde zu Runde mehr abzieht. Freunde, wir haben 5 Orden. Yes! Als man sie besiegt hat, wirken die Ninjas noch bedrohlich. Ich musste Omod vernichten. Es tut mir so leid. So, jetzt ist die Frage, wie weiter, weil jetzt können wir Surfer einsetzen, das heißt, wir können theoretisch direkt zur Zinnoberinsel und, naja, die halt außer Acht lassen, war wegen Training und so weiter. Sprich halt, ja, Sabrina noch außer Acht lassen fürs Erste. Treffen, gut, ne, wir gehen in die Safari-Zone und versuchen uns einen Dragonier zu angeln, das wird lustig. Scharniere! Ja, an Glückssache, also muss er echt auf Rot und Blau dann privat ganz in Ruhe versuchen. Weil Scharniere hier erste Generation zu kriegen ist echt fucking schwer. Ja, Kangama auch. Also, Scharniere war halt vor allem schwer zu finden und Kangama war schwer zu fangen. Ammonitas! Stimmt, die können wir auch schon bereits wieder zum Leben erwecken. Aber das dann später. Rührei! So. Ich direkt mal 2 von denen. Dann 2 von denen hier. Und natürlich Hyperbälle, so viele ich bloß tragen und kaufen und sonst was kann. Ne, komm, 20 sind genug fürs Erste. So, ein bisschen klüger sortieren hier, wenn wir es so machen. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann haben wir hier. Den sicherheitshalber hier runter und das dann aus Versehen einsetze. Weil das wäre Fatal Fail. Gut, den Rest haben wir. Jo, Toxinball momentan auch noch. Und das wäre Lapras. Jo. Der König der Meere! Es kann Gedanken lesen! Oh, Steven kann Gedanken lesen. Wow, weg hier. Der sind so creepy. Ein Ball? Ein Pokémon? Voltoball! 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 Ja, Level 100. Nummer 100 natürlich. Kai kann Zerschneider. Immer noch. Flagmon, Flagmon, guck mal meinen Schwanz, Flagmon. Ne, die Route war, genau. Und, Johto heißt ja die Flagmon-Route. Okay, guck mal meine Route.